Mitte April in Straubing. Dorit Krenn ist bei der Dreifaltigkeitssäule hängen geblieben, einem Wahrzeichen der Stadt. Eigentlich ist sie aber gerade auf der Suche nach Bildern, die zum Thema Blau passen. Für den ältesten Heimatkalender Deutschlands. Dazu hat Dorit Krenn Ideen, auf die sonst vermutlich niemand kommen würde. Den Weiterturm haben die Straubinger vor 150 Jahren mit dem Blaumachen verbunden. Ich habe jetzt im Kopf das alte Bild vom Weiterturm, vom alten Polizeiturm, wo ja diese blau machenden Handwerksburschen dann bei Wasser und Brot sozusagen ihre Strafe abbüßen haben müssen. Und ich habe jetzt dieses alte Bild im Kopf und schaue ein bisschen, ob ich nicht sozusagen das Pendant zu heute finde. Mit den schönen jungen Störchen drauf. Kann passen. Ob's wirklich passt, werden wir später erfahren. Dorit Krenn ist nicht nur in ihrer Freizeit die Kalenderfrau in Straubing, sondern hauptberuflich Stadtarchivarin. In ihrem Archiv und im Gäuboden-Museum gibt es stapelweise alte Ausgaben des Straubinger Kalenders. Er war schon immer für ganz Niederbayern und die Oberpfalz zuständig. Vor 425 Jahren ist er zum ersten Mal erschienen, aber die ersten Ausgaben sind verschollen. Der älteste erhaltene Straubinger Kalender stammt von 1765. Und da ist er. Für Dorit Krenn ist er ein Schatz. Den haben ja Menschen in Händen gehabt. Man sieht ja bei jedem dieser Kalender sieht man die Gebrauchsspuren. Also der ist gebraucht, wenn der ist in irgendeiner Stumm oder wo gelegen und man hat blättert, man hat nachgeschaut, wann ist der da oder was auch immer, man hat was eingeschrieben. Ja, und man hat es natürlich dann auch als Einwickelpapier genommen oder als Klopapier. Das ist ja unser Problem, warum wir so wenige alte Kalender haben. Weil das dann einfach irgendwann, ja, wie gesagt, wiederverwendet worden sind. Das Wichtigste am Kalender sind damals wie heute natürlich die Monatsblätter mit den Wochentagen. Dazu Namenstage, Sternzeichen, Wetterregeln und mehr. Und hier steht nur die Torsperr, wann die Tore der Stadt aufgesperrt und zugesperrt werden. Und was ganz wichtig war, war eben in diesen ersten, so im Jahr 18. Jahrhundert noch, das Aderlassmännchen. An welchen Gliedern nach des Monds Lauf in denen 12 himmlischen Zeichen das Aderlassen verboten ist. Also Aderlass war ein ganz wichtiges Allheilmittel für alle Krankheiten, war aber unsinnig, weil es ja eigentlich den Patienten nur geschwächt hat. Und das war dann in den Zeiten der Aufklärung ein großes Anliegen, die medizinische Aufklärung und zu vermitteln, Aderlass ist ein völliger Schmarrn. Und dann ist dieses Aderlassmännchen eben aus den Kalendern verschwunden. Manche Kalenderbesitzer haben ein Haushaltsbuch oder eine persönliche Chronik daraus gemacht. Hier steht eben, den 4. ist gestorben Hans Hofer Schneider am Erzbach. Und ja, wie gesagt, dem waren die Todestage ein Anliegen. Den 31. ist gestorben, also tragisch, die Magdalena Hoferin, Schneiderin am Erzbach. Also quasi ein Ehepaar, das im gleichen Monat gestorben ist. Bei aller Begeisterung für Historie ist die Kalendermacherin immer auf der Suche nach jungen Autorinnen und Autoren. Zu den meisten hat sie nur Mailkontakt. Eine von ihnen, Verena Ullmann, wird sie gleich zum ersten Mal treffen. Also Spannung und, wie gesagt, Neugier und ja, Freude. Dorit Krenn erkennt Verena Ullmann sofort. Wir dürfen uns ja nicht die Hand geben. Aber schön, dass Sie Zeit haben. Ja, freut mich, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Weil anfangs der Corona-Zeit die Cafés geschlossen sind, gibt es den Café to go. Die 31-jährige Werbetexterin Verena Ullmann hat bisher einen Roman und einen Gedichtband im Dialekt veröffentlicht. Also für mich so wunderbar, dass sie dieses Niederbayerisch, einfach, dass sie Gefühle, Bilder, Gedanken eben auf Niederbayerisch ausdrücken und so ausdrücken, wie es jetzt zum Beispiel ich als Straubingerin, Niederbayerin mir auch manchmal denke, aber ich kann das nie so formulieren. Ich habe einfach das Gefühl, das ist der direktere Weg, mir auszudrücken und ja, das ist schön, wenn es dann andere genauso geht, wenn sie es lesen. Für den neuen Kalender hat Verena Ullmann ein Gedicht zur Corona-Zeit mitgebracht. 2 Meter. 2 Meter,
teilen wir uns. Einer für die, einer für mich. Zusammengerechnet sind wir 2 Meter. Ziehen wir hinter uns her, wenn wir die Straße entlang gehen. Und in der Mitte vermischen wir uns. Und keiner läuft hinter uns, der draufsteigen kann. Ich würde gerne Ihren Mann auch mal kennenlernen. Das ist ja ein Liebesgedicht. Ja, mehr oder weniger, ja. Also ich interpretiere das als Liebesgedicht. Mit dem Straubinger Kalender verbindet die junge Autorin Kindheitserinnerungen. Also meine Großeltern haben am Esszimmertisch mal so einen ganzen Stapel Heimatkalender gehabt. Also nicht unbedingt aktuelle, auch nicht nur den Straubinger, sondern ganz bunt gemischt. Und ich habe schon immer gern drin rumbladelt und ja, einfach die schöne Mischung aus Beutel und Text hat mir schon mal gefallen. Und ja, umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich da selber mit dabei bin. Und so sieht er heute aus, der Straubinger Kalender. Er liegt neben dem modernen Familienplaner für die vielen Termine bei Familie Kräh in Straubing. Mama Sandra blättert ihn gern mit ihren Kindern Nikolas und Antonia durch. Ich finde es total nett, dass da so viele Geschichten von früher drin sind und dass man einfach irgendwie sagt, wie ist das früher gelaufen, wie ist das jetzt. Und ich finde auch diese Bilder schön, diese selbstgemalten. Die sehen nämlich immer so irgendwie interessant aus. Da stehen immer solche coolen Sachen drin, wo man dann einfach lachen muss. Zum Beispiel beim Dialekt müssen wir immer recht lachen. Weil der ist doch ein wenig schwer verständlich, weil das ist ja eigentlich alles so altbayerisch, das spricht man ja jetzt fast nicht mehr. Da kannst du es wieder lesen. Liest du das? Ich kann den Dialekt nicht lesen. Die Luft drückt's runter, du hast nichts zum Sagen. Das Braut hebst zusammen und ich will nicht fragen. Werd schon wieder werden oder nicht, magst mich gern oder nicht, singen wir dann, geht noch lang, so dahin, du und ich. Und sagst du, irgendwann müssen wir reden, ist es gewesen. Ein wenig aus der Zeit gefallen wirken Rubriken wie kirchliche Behörden, Maß, Gewichts- und physikalische Einheiten. Aber die gab's schon immer, genauso wie den Trächtigkeitskalender. Pferde, Kühe, Schafe und Ziegen, Schweine. Und warum sind da keine Hunde? Ja, warum eigentlich? Oh, wie lautet die Überschrift? Die nützlichsten Haustiere. Vielleicht haben die damals die Hunde einfach nicht so für so nützlich empfunden. Bringen kein Fleisch, bringen keine Eier, bringen keine Milch. Der ganze Kalender sollte vor allem nützlich sein. Deshalb gab es immer mehr Ratschläge für Landwirte. Hier ist verbunden Unterhaltung mit Belehrung, also ein Gedicht über Obstbau. Hast du einen leeren Raum, pflanze dort einen Baum. Ein Kapital ist er für wahr, bringt Zinsen dir fast Jahr um Jahr. Jedes Spätjahr streiche dann deine Bäume mit Kalkmilch an. Das macht eine glatte Rinde, Ungeziefer tilgt's geschwinde. Mit der Industrialisierung wurden Papier- und Druckwerke billiger. Der Kalender bekam Konkurrenz. Er konnte sich trotzdem behaupten, blieb äußerlich fast unverändert und verlegte die Inhalte Richtung Geschichte und Geschichten. Ans Herz gehende Geschichten schreibt Christa Sienl aus Laber bei Regensburg. Früher hat sie in ihrem Heimatort im Rathaus gearbeitet und schon immer gerne gehört, was alte Leute erzählt haben. Wie ich in Rente gegangen bin und dann hat mir meine Tochter das Bücherl gekauft, sowas und ein bisschen größer noch und den Füller. Und hat gesagt, so Mama, du hast jetzt aber von früher erzählt und jetzt schreibst du es auf. Seither hat sie viele Geschichten geschrieben für Heimatblätter in Niederbayern und der Oberpfalz und sogar ein eigenes Buch veröffentlicht. Gerade notiert sie alte Sprüche von ihrer Oma, die sie zum Beispiel gewarnt hat vor Menschen, die nach oben buckeln und nach unten treten. Hätte vor die Bugel machen. Weißt du, was so siehst denn so? Die hat's nicht leiden können. Es gibt nichts Besseres und nichts Feines, als wie eine frische Maßbier und ein Schwänes. Und wenn wir das gegessen gehabt haben, hat sie gesagt, da kannst du leicht einen schönen Gang haben. Weißt du, wenn es was Gutes zu essen gegeben hat. Vermutlich wird auch diese Sprüchesammlung bald veröffentlicht. Ist Christa Sienl stolz drauf, Autorin beim altehrwürdigen Straubinger Kalender zu sein? Ja,
will ich jetzt nicht angeben. Nein, das ist schon schön. Also, ich freue mich schon, wenn so eine eindrucken. Einer von Christa Sinnels Lieblingsplätzen ist die Burg von Laber. Von dort oben hat man einen wunderbaren Ausblick. Schon als Kind hat sie hier gespielt und oft einer Frau zugehört, die mit ihren 5 Kindern in einem Haus in der Burg gewohnt hat, die Engeloma. Eine Geschichte der Engeloma von 1945 über ihre geliebten Stöckelschuhe wird in der Jubiläumsausgabe des Straubinger Kalenders stehen. Der Mann im Krankenhaus, die wollten besuchen, hat sie ihre Stöckelschuhe gezogen, ihr Kostüm hat sie festgemacht, ist reingefahren, hat ihren Mann besucht und im Heim haben sie am Bahnhof gesagt, es geht kein Zug. Also muss mit den Stöckelschuhen von Ringspur vom Bahnhof bis Laberheim 25 Kilometer zu Fuß gehen. Dann hat sie sich gedacht, ach Gott, hätte ich bloß die Stöckelschuhe nicht dazu. Dann haben sie in ein Gewitter gekommen, in ein Wetter, dann war es patschert nass. Und die Stöckelschuhe sind aus dem Leim gegangen. Die sind größer geworden, haben weiter geworden. Und dann ist sie heimgekommen und hat alles probiert, dass die Stöckelschuhe wieder zusammengebracht hat, dass sie es umtauschen hat können, putzt und macht. Und dann hat sie es umtauschen können und hat die Käuferin war so nett und hat gesagt, naja, dann kriegst du halt ein paar Halbschuhe dafür. Dorit Krenn hat dafür diese Illustration entwerfen lassen. Am besten gefällt der Kalenderfrau der Schluss. Am Schluss sagte die Tochter, ja, tu die halt nicht so an, die Schnürschuhe sind auch ganz schön. Und dann sagt die Frau, oh mein Mordel, Oberpfälzisch, das verstehst du nicht. Mit den Stöckelschuhen, da bin ich dahergestiegen und mit den Halbschuhen, da datsche ich halt jetzt daher, da datsche. Also das ist also fantastisch, wie das im Ohr klingt. Alle Manuskripte und Bilder für die knapp 300 Seiten des Straubinger Jubiläumskalenders korrigiert Dorit Krenn akribisch. Ungefähr so werden die Seiten zum Themenkomplex blau aussehen. Und der Weiterturm, den Dorit Krenn am Anfang fotografiert hat? Auch er hat es in den Kalender geschafft. Aber wie lange wird es den noch geben im Zeitalter der Kalender-Apps? Der Kalendermann von 1765 hat seinen Kalender geschlossen mit den Worten: Künftig ja, geliebt's Gott, gibt's ein Mehres. Und ich hoffe das Gleiche, jedes Jahr sagen zu können oder schreiben zu können, künftig gibt's auch wieder nächstes Jahr den Straubinger Kalender. 15.000 Exemplare werden seit langem jedes Jahr gedruckt. Ein schönes Zeichen dafür, dass Gutes auch bleiben darf, wie es ist.